folgt eine Produktion von Radio Weser TV, großen V, aus dem Studio Norden Hamburg. Alle unterschiedlich, aber in dieser Klasse halten wir zusammen. Sehr sympathisch schon mal, und da habe ich hier fast ein Kind erschlagen mit der Tür. Ich habe meine nächsten beiden Gesprächspartnerinnen hier sitzen. So, ich setze mich mal dazwischen. Das ist auch lange her, dass ich auf so einem niedrigen Stuhl gesessen habe. Fühle ich mich gleich an die Schulzeit zurückerinnert. Ja. Frau Hühnlein und Frau Kopmann habe ich hier bei mir sitzen, und ich fange mit Frau Hühnlein an. Denn Sie sind im Grunde genommen etwas Besonderes in dieser Schule. Denn Sie sprechen zwar Plattdeutsch, machen mit den Schülern ganz viel, auch auf Platt, aber Sie sind kein, wie man so schön sagt, Native Speaker. Sie kommen nämlich eigentlich gar nicht aus der Region, Sie kommen aus Thüringen. Ja. Da müssen Sie uns jetzt natürlich mal erzählen, wie Sie da zum Plattdeutschen dann gekommen sind. Schnackt wie nur Platt oder schnackt wie Hochdeutsch? Wie schnackt Hochdeutsch? Hochdeutsch, gut. Also, ich bin 2002 hier nach Niedersachsen gekommen, der Liebe wegen. Und ja, die plattdeutsche Sprache kannte ich ja vorher gar nicht. Also ich wusste zwar, da irgendwo im Norden gibt es Plattdeutsch, aber mehr wusste ich gar nicht. Und habe dann so nach und nach hier so Plattdeutsch gehört und habe die Sprache vom ersten Augenblick an geliebt. Also ich habe mich richtig in die Sprache verliebt. Die finde ich so schön. Und dann habe ich immer so zugehört erstmal, und dann habe ich auch angefangen zu sprechen, so ein bisschen, oder habe kleine Lesetexte geübt, weil ich mit den Kindern was machen wollte. Und habe zu meinen Kollegen immer gesagt, hört doch mal zu, ist das so richtig? Und die haben immer alle mächtig gelacht. So, aber dann ging das. Sie haben sich nicht entmutigen lassen dann? Nee, am Anfang so ein ganz bisschen, und dann dachte ich, nee, nun trotzdem. Ne? Und dann habe ich weiter geübt und für mich zu Hause auch so halblaut vor mich hingelesen. Also ich habe immer, wenn ich alleine war, gelesen, weil sonst konnte ich das nicht ohne halblaut. Ja, und dann wurde das irgendwann besser und besser. Ne? Und dann haben wir ja Anke Kuppmann, die bei uns hier die Hiesige ist und die das richtig perfekt kann, und die hilft mir dann immer und verbessert mich. Und mittlerweile mache ich einen richtigen Kurs, Zertifikatskurs, und habe auch Großeltern von Schülern, die ich auch wirklich 14-tägig besuche, und wir schnacken Blotzblatt. Müssen wir mal zu der Native Speakerin hier kurz umswitchen. Ihr Name fiel ja gerade schon. Sie sind eine Mitarbeiterin hier an der Schule, die sich hauptsächlich eben halt des Plattdeutschen verschrieben hat. Erste Frage, ganz kurz vorab. Wie ist denn das Plattdeutsch unserer Thüringerin? Das ist ein meist perfekt. Da hätte sie so gut lehrt, also da gibt gar nicht mehr viel zu verbessern. Das ist prima. Sie sind Native Speaker, das heißt, Sie sind mit Plattdeutsch groß geworden. Wie sind Sie dann hier an diese Schule gekommen, dass Sie hier ja, plattdeutsche Aktionen anbieten und so ein bisschen dafür sorgen, dass die plattdeutsche Sprache hier auch in der Grundschule in Morim ja, lebendig gehalten wird? Zum einen sind meine Kinder schon hier zur Schule gegangen, und ich kannte die Schulleiterin schon ganz lange. Und wir hatten eigentlich auch immer ein bisschen Kontakt, und dann ergab sich das, dass hier etwas frei wurde, dass ich hier anfangen konnte. Und da die Schule schon immer großen Wert darauf gelegt hat, das Plattdeutsche zu erhalten und zu fördern, war das praktisch. Da konnte ich dann gleich eine Plattdeutsch AG anbieten, und seitdem machen wir das. Und das macht riesigen Spaß. Wir üben kleine plattdeutsche Sketche, wir machen mit beim plattdeutschen Lesewettbewerb, treten auch mal auf im Dorf, beim Seniorenclub, beim Schützenfest, und das ist natürlich, was den Kindern auch Spaß macht.
So auf dem Dorf, da gibt es natürlich auch noch viele ältere Menschen, die einfach auch Platt sprechen, die einfach auch plattdeutsch groß geworden sind. Ist das auch förderlich für so einen Dorfzusammenhalt, dass auch die Kinder, die Jugendlichen oder die ganz Kurzen eben halt mit dieser Sprache groß werden und die Sprache auch lernen und sprechen? Auf jeden Fall. Das Plattdeutsch hier gerade so im Ort, wer das spricht, ergibt ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Das ist wirklich ein Heimatgefühl. Und dann weiß man ja, hier versteht man sich oder hier gehört man hin. Und das, denke ich, müssen wir versuchen, dass wir den Kindern das auch vermitteln und dass wir wirklich versuchen müssen, dass die das auch weiterhin sprechen. Und viele Omas und Opas sprechen es ja noch, sind so glücklich und stolz, wenn die Enkel dann auch mal am Geburtstag eine plattdeutsche Geschichte vorlesen oder mal eine Antwort auf Platt geben oder schon mal so ein bisschen in die Sprache reinkommen. Zumindest alles verstehen ohne Problem. Und das ist ein Anfang. Man muss immer dranbleiben. Das ist so. Wir haben ja heute so ein bisschen so einen Einblick bekommen, wie hier Platt in den Schulalltag integriert wird. Wir sehen hier viele Schilder, die mehrsprachig sind, Hochdeutsch, Englisch und Plattdeutsch immer dabei. Wir haben heute Morgen auch plattdeutsche Lieder gehört, die die Kinder einstudiert haben. Aber ansonsten, wie wird Plattdeutsch hier im ganz normalen Schulalltag integriert? Ja, also ganz normal eigentlich. Also wir machen Unterricht und der Unterricht beginnt immer auf Plattdeutsch. Und dann irgendwann rutsche ich dann ins Hochdeutsche, wenn mir mal ein Wort fehlt oder auch wenn ich denke, das muss ich jetzt auf Hochdeutsch erklären, damit die Kinder das besser verstehen. Aber ich mache wirklich ganze Stundenteile in allen Fächern auf Plattdeutsch. In den Klassen 3 und 4 unterrichte ich auch Musik auf Plattdeutsch und Computerunterricht. Ja, und in meiner Klasse, wir schnackt die halbe Tiet platt, ne? Jo, da fängt wie an. Die Kinder, die versteht eins. Das ist ganz normal für uns. Und wir fangen nur auch an, Plattdeutsch Sims zu schnacken. Also da an der Tafel steht zum Beispiel so ein paar Sätze, ich brug din Hülp, komm mal Tomi, so geht das los. Ne? Und Zahlen sprechen wir Plattdeutsch sowieso. Also es wird ganz normal im Unterricht integriert. Und dann gibt es natürlich auch Sequenzen, wo wir wirklich ganz konkret eben auf Plattdeutsch sagen, heute ist eine Plattdeutsch-Stunde, wo wir dann richtig Übungen machen zu Plattdeutsch. Also Zahlen, die Farben, die verschiedenen Tiere, mitspielen mit kleinen Gedichten, Riemels, so. Nun ist es ja so, die Kinder können ja auch, ist ja immer toll, wenn Kinder mehrsprachig aufwachsen. Und Kinder können auch viel besser Sprachen lernen, auch verschiedene Sprachen gleichzeitig parallel lernen, was im Alter dann immer schwieriger wird, noch eine neue Sprache zu lernen. Machen die Kinder das auch gerne? Sprechen die gerne Platt? Also die Frage kann ich jetzt nicht beantworten. Kinder, sprecht ihr gerne Platt? Ja! Das war eindeutig, finde ich. Ist es auch so, ich habe immer den Eindruck, wer Plattdeutsch kann, der kann auch viel leichter Englisch lernen. Ist das so? Ja, also da gibt es wirklich richtig Erhebungen, die besagen, dass Kinder, die eben Plattdeutsch lernen, weil die sich ja schon mal auf eine fremde Sprache einlassen, denen fällt es dann wesentlich leichter, eben Englisch oder andere Sprachen zu lernen. Das wird ja auch in diversen Reportagen im Fernsehen und so weiter auch bezüglich der Flüchtlingskinder zum Beispiel festgestellt. Ne? Die können wesentlich besser andere Sprachen lernen, weil sie sich darauf eingelassen haben schon mal. Und das, glaube ich, wird bei uns dann auch so. Also es wird eine ganz tolle Arbeit hier geleistet, was Plattdeutsch angeht. Es gab ja nun auch den Erlass, dass es auch wirklich verbindlich in Schulen passieren sollte. Hier ist es schon vorher passiert, auch vor dem Erlass und nach dem Erlass sowieso. Ja. Hat sich im Laufe der Jahre da noch etwas verändert und was würden Sie sich möglicherweise für die Zukunft noch wünschen? Was kann man hier selbst an einer Schule wie in Morim, wo eigentlich alles so perfekt schon auf Plattdeutsch ausgerichtet ist, noch besser machen? Also ich denke mal, schön wäre es, wenn es einfach noch mehr Plattdeutschstunden gäbe, also AG-Stunden zum Beispiel, die man wirklich direkt für die Sprache Plattdeutsch verwenden könnte, so wie es einfach Englisch gibt oder so. Jetzt im Moment ist es ja so, dass es halt eine AG ist und das ist 1 Stunde die Woche und es wäre schön, wären es ein paar mehr Stunden, denke ich.
Das würde das alles noch ein bisschen besser in Gang bringen. Ganz wichtig ist ja der Plattdeutsch-Wettbewerb oder die Plattdeutsch-Wettbewerbe sind ja auch schon ganz oft hier von Schülern aus Morim gewonnen worden, ne? Ja, doch. Also auch in diesem Jahr auf Kreisebene kamen alle Sieger gebürtig aus Morim. Und das macht einen natürlich stolz. Das ist doch schön. Ne? Das ist ja schon ein Zeichen dafür, dass das wunderbar funktioniert mit den Plattdeutschen hier. Ich habe hier noch ein Buch vor mir liegen. Wuddeldick, da sollte ich unbedingt drauf eingehen. Das haben Sie geschrieben. Also ein plattdeutsches Wort, das vielleicht viele werden es kennen, aber vielleicht auch nicht jeder. Ja. Wie war es bei Ihnen als Thüringerin? Konnten Sie mit dem Begriff Wuddeldick was anfangen, als Sie hergekommen sind? Nein, meine Kollegin erzählt im Lehrerzimmer, bei uns gibt es heute Wuddeldick. Ich sage, was gibt es bei euch? Wuddeldick. Ich sage, was ist das denn? Ja, das ist eine dicke Möhrensuppe, Möhreneintopf, eine Pampe und schmeckt total gut. Ja, und das Wort hat mir so gut gefallen und dann hat das so eine Weile in meinem Kopf gegeistert und dann irgendwann habe ich gedacht, Mensch, da könnte ja eine Geschichte draus werden. Und dann hatten wir eben Klaus Henitz bei uns an der Schule, der Förderschullehrer war aus der Pestalozzi-Schule in Brake und gleichzeitig aber auch Künstler, Maler. Und da habe ich ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte, das mit mir zusammen zu machen und zu illustrieren. Und dann haben wir uns da mal rangesetzt. Und dann hatte ich wieder meine tatkräftige Unterstützung, Anke Kuppmann, die mir dann beim plattdeutschen Übersetzen geholfen hat. Und ich muss auch sagen, also da konnte ich noch gar nicht so gut das Plattdeutsche wie jetzt. Also gerade bei dem Buch habe ich ganz viel gelernt. Und am meisten habe ich mich gequält mit der Rechtschreibung. Es gibt, das habe ich eben gehört, einen Wuddeldick, der irgendwie mit nach Hause kommt zu den Kindern. Da muss ich jetzt ja mal wissen, was das ist. Ja, Wuddeldick, der, vielleicht kann den mal ein Kind holen. Ja, Nina. Wuddeldick ist ja in diesem Burg in der Lütte Wuddel. Und da kommt Wuddeldick. Und der Wuddel, der gibt das bei uns auch in die Klasse. Und Wuddeldick, jetzt nur muss ich platt schnacken, ne? Wuddeldick versteht bloß platt. Und deswegen mit wie in der Schule platt schnacken, sonst versteht er ja nichts. Ne? Und wenn ein Kind sich besonders Mühe gegeben hätte, dann trifft Wuddeldick mit einer Hus an wegen End und bitte Kind blieben. Und dann freut sich jedes Kind. Sehr schön. Ja, Sie haben schon gesagt, Sie würden sich wünschen, wenn es noch ein bisschen mehr Plattdeutsch gäbe im Unterrichtsalltag, beziehungsweise auch mehr AGs noch. Wie ist es im Moment? Einmal die Woche gibt es eine Plattdeutsch-AG und hauptsächliche Arbeit besteht dann darin, Geschichten zu schreiben oder übersetzt man Geschichten? Nein, also ich spreche einfach, die Stunde halte ich auf Platt. Ich spreche einfach platt und die meisten Kinder verstehen es auch. Oder man kommt rein, man hört sich rein. Aber da es extrem schwierig ist, platt zu lesen, gerade für Grundschulkinder, ist es leichter und macht auch mehr Spaß, Spiele und Sketche zu machen, mehr sprechen. Denn das Lesen ist schon eine anstrengende Sache und es soll ja vor allen Dingen Spaß machen, es soll ja Neugier und Freude wecken an der Sprache. Und dann macht man halt Spielchen und lernt kleine Gedichte, Sprüche, Sketche, womit man eben dann auch zu Hause auch mal dann zeigen kann, hier, das haben wir jetzt gemacht oder den Witz haben wir jetzt gespielt und so und das kommt an und dann stehen die Kinder auch dahinter. Dann ist es nicht so wie nur so ein Schulfach, was man denn auch hat. Wir haben jetzt schon die Pausenglocke gehört, eigentlich ein gutes Zeichen, um zu sagen, so, da machen wir jetzt ein Ende. Vielleicht zum Schluss noch eine Frage, warum ist es tatsächlich auch so wichtig, Plattdeutsch lebendig zu halten hier in dieser Region? Ganz einfache Frage. Also ich finde, Plattdeutsch ist erstmal sowas Besonderes. Es ist ja eine eigene Sprache und kein Dialekt. Ne? Und es ist einfach was ganz Besonderes. Es ist was mit Heimat zu tun hat. Hier ist die Heimat. Und sofort, wenn man Plattdeutsch schnackt, fühlt man sich mit der Heimat mehr verbunden. Die Kinder, die fühlen sich als eine Gruppe oder die Menschen, mir ging es so, wenn ich mit jemandem Plattdeutsch schnack aus dem Dorf, dann sagt er zu mir erstmal so, die Opas meistens, ja, aber nun müssen wir du sagen, ne? Weil auf Plattdeutsch ist das nun mal so, ne? Also das ist so das die Heimatverbundenheit, dieser Zusammenhalt untereinander, das ist so ein schönes Gefühl, das kann man gar nicht beschreiben.
Das ist wichtig, finde ich. Und damit geht unser kleiner Besuch an der Grundschule in Morim zu Ende. Wir haben viele tolle Eindrücke gewonnen hier in der Schule. Mit dem Begriff Heimat wird hier viel umgegangen, ohne dass es heimattümelnd ist. Die Kinder werden überall mit der plattdeutschen Sprache, mit den Wurzeln der Sprache hier konfrontiert. Es gibt überall englische Begriffe, hochdeutsche Begriffe, aber eben halt auch die plattdeutschen Begriffe. Und es macht einfach einen Eindruck, als wenn hier wirklich ja, die Sprache als solche ernst genommen wird, Hans. Sehe ich das richtig? Ja, das ist genau der Punkt. Hier gehört die Sprache zum Alltag dazu. Ich meine, wir sind jetzt hier auch in einem Dorf, Morim, und was die anderen Dörfer, die dazugehören, hier in der Gemeinde oder Stadt Elsfleth, da wird Plattdeutsch im Alltag noch wirklich gesprochen. Auf den Bauernhöfen, aber auch in anderen Haushalten, im Laden, bei der Raiffeisenwarengenossenschaft, in der Bank. Und in der Grundschule. Ja, und eben auch in der Grundschule. Und also ich bin natürlich ja, stolz darauf, dass das gelungen ist, hier so zu vertiefen und so nicht zu pflegen. Ich scheue mich ja immer zu sagen, die Sprache muss gepflegt werden, sondern es wird einfach dafür gesorgt, dass hier Kinder aufwachsen, für die dann diese Sprache irgendwann mal Teil ihres Aufwachsen hier in dieser Region war. Und dann kann man eben auch die Hoffnung haben, dass sie auch dann noch gesprochen wird, wenn diese Kinder erwachsen sind. Vielleicht zurückkommen als Erwachsene nach dem Studium oder so. Ne? Du hast heute auch, vielleicht noch abschließend, mit den Kindern ein paar Geschichten, oder du hast den Kindern ein paar Geschichten erzählt. Wie häufig machst du sowas, dass du in Schulen gehst und dort versuchst, das Plattdeutsche ein bisschen zu vermitteln? Also so häufig wie möglich. Ich bin im Prinzip in fast allen Grundschulen und auch ganz vielen Oberschulen in der Wesermarsch gewesen und habe also vom 1. bis zur 8. Klasse Märchen erzählt. War auch schon in der BBS, in der Berufsschule, und habe also für ja, mittlerweile dann Erwachsene, die zu Altenpflegern und Krankenpflegern ausgebildet werden, über diese Sprache gesprochen, aber ihnen auch Geschichten erzählt. Wie häufig, sehr unterschiedlich, aber nach Möglichkeit nicht im Sommer. Wir bedanken uns auf jeden Fall, dass du uns sozusagen Einblicke in diese Schule gewährt hast, beziehungsweise uns auf dieses Thema gebracht hast, auf diese Idee sozusagen an den Sender herangetragen hast, und wir vom Sender haben diese Idee gerne aufgenommen. Wie gesagt, wir haben tolle Eindrücke gewinnen können hier an der Grundschule in Morim. Tolle, disziplinierte Kinder haben wir hier kennengelernt. Wir sind schon oft in Schulen gewesen, aber irgendwie habe ich den Eindruck gehabt, heute war es besonders toll, dass wirklich die Schüler auch ja, mitgemacht haben und sehr diszipliniert beim Unterricht dabei waren und natürlich auch am Morgen bei der Morgenandacht, Morgenzusammenkunft. Wir waren auf jeden Fall auch heute da, und ich hoffe, Sie haben ein bisschen Spaß gehabt an dem, was Sie hier in den letzten Minuten haben sehen können. Und eigentlich müssen wir diese Sendung ja ein bisschen in Plattdeutsch abmoderieren. Also ich sage schon mal Tschüss. Hans, du kannst die Zuschauer sozusagen im Plattdeutsch verabschieden. Ja, dann sage ich dann, ja, Leute, das gut gehen. Das Wehr passt im Moment wunderbar. Dann auch mal noch zu sehen, dann zu gehen in die frische Luft und zu kicken, was da so los ist. Also, nochmal, bis andermal.